Herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Episode bezüglich den Groschenromanverbrechen. Und zwar sind wir jetzt hier bei der meistgehasste Mann Londons. Finden Sie heraus, welcher der potenzielle Mörder Ashton tatsächlich ermordet hat. So ein Zufall, von einer Kiste zerquetscht. Der meistgehasste Mann Londons. Stell dir nur vor, einen solchen Titel zu tragen. Eines Tages wird mir mein Scharfsinn ähnlichen Ruhm einbringen. Mr. Raymond, wovon reden Sie denn da? Das ist nicht von Belang. Das Wichtige ist doch, dass der Mann von allen gehasst wurde. Aber wer hat ihn niedergestreckt? Ich weiß nicht. Dann mal gucken, da haben wir die Straße. Deine Frage ist doch, warum ist er der meistgehasste Mann Londons? Eine Stichwunde im Bauch, eine Schusswunde im Rücken, eine seltsam grünlich blässende Haut mit gelblicher Verfärbung um die Augen. Zum Tod geführt. Klingt so, als wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Apotheke, Pub, Apfel, Haushalts, KTO. Was immer KTO sein soll. Was der Schuss war? Moment. Nach 12 Minuten, okay. Genau, jetzt so einen Todeszeitpunkt wissen wir noch nicht. Taschennummer mit Inschrift schon Ashton um 13 Uhr, 17 Uhr stehen geblieben. Aber warum genau dann? Ich meine, gut, Taschenuhr. Ich weiß, muss man die aufziehen. Und die Frage war, wie oft muss man die eigentlich aufziehen? Sprich, alle 24 Stunden mal? Oder wie war das genau? Toll, ich würde gerne das andere inspektieren. Also sprich die Kiste. Ah, jetzt klappt's. Ah, der Kran. So. 12 Minuten später die Schusswunde. Naja, ein Pub theoretisch, war, dass wir mit 12 Minuten aufgehen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das aussieht bezüglich dem Aufziehfaktor. Wie oft muss man die genau aufziehen? Alle paar Stunden, alle 24 Stunden oder wie genau ist das? Ich kenne den Mann. Er wurde von allen gehasst. Überraschenderweise ist die Todesursache unklar. Er hat zahlreiche Wunden. Und warum sollten für den Mord an einem so schrecklichen Mann gleich mehrere ins Zuchthaus? Verhaften Sie nur die eine Person, die ihn tatsächlich getötet hat. Nö. Er hat eine Stichwunde von einem langen, schmalen Objekt, ein Nagel oder Stachel. Das führt zu Blutungen und die Motorik wäre stark beeinträchtigt. Aber der Tod würde erst nach 6 Minuten eintreten. Okay, aber offenbar war es der Schuss, den gekillt hat nach 12 Minuten. Ich vermute, dass er mindestens eine giftige Substanz in seinem Blut hat. Sonst habe ich vom Kran alles hier. Alles gefunden, wo der hat hier getroffen. Okay, war sowieso der letzte. 1:14 Uhr geht er hier entlang. Wird. 13:17 Uhr. 1:14 Uhr. Klar, war 12 Stunden unterwegs oder wie? Das Komplex noch vor dann fachkundigen Kranführer. Wenn die Kugel ihn nach 12 Minuten gekillt hätte, das Gift nach 6 Minuten. Hat die Kiste ihn vielleicht zuvor gekillt. Nein, noch zu früh. Mir fehlt noch ein Hinweis. Ah, da vorne.
Bitte spähen Sie einen Mann, dessen Arm zerquetscht wurde, die Hilfe Ja, zählt. danach hatte ich nicht gefragt. Welcher Arm dessen... Hä? Der Typ war ein echter Dreckskerl. Hoffentlich schmort er in der Hölle. Momentan unter einer Kiste. Ich bin nicht der Kranführer. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Mein bester Freund ist verkrüppelt. Und Ashton war das scheißegal. Er verdient, was passiert ist. Mehr sag ich nicht. Er oder der Freund vielleicht. Ihm gehörte die Baustelle. Wir hassten ihn, weil er immer einen Weg suchte, uns nicht bezahlen zu müssen. Ich hasste ihn nicht weniger als meine Kollegen. Das ist ungefähr die Zeit, in der ich mal was essen darf. Da habe ich mir wahrscheinlich einen Apfel am Stand die Straße runtergekauft. Der ist nicht leicht zu bedienen. Man muss wissen, was man macht, um den richtigen Moment zu erwischen. Eddie? Ja, ich habe ihm letztens beigebracht, wie man den Kran bedient. So. Eddie. Somit wäre er, denke ich mal, derjenige, den wirklich gekillt hat, weil er eben den Kran hat fallen lassen. Theoretisch könnte auch sein, dass das nicht Eddie war, sondern er hier und es halt eben nur beigebracht hat, damit er halt jetzt ein Alibi hätte. Oder halt von sich ablenken kann. Wäre auch eine Variante. Yes, I miss Fry. Was? Seltsam rosafarben. Vergiftet. Das heißt aber 6 Minuten später war stolpert, geschubst. Ich stecke mir oft meine Stricknadel in die Haare. Was geht Sie das an? Ziemlich viel, es ist nämlich nicht mehr so modisch. Er war mein Ehemann. Ich brachte ihm jeden Tag die Haushaltsausgaben, nachdem er seinen Apfel gegessen hatte. Ich hatte auch die Einladung für die Feier anlässlich seines Ritterschlags dabei. Diese Zeremonie mit dem Zepter. Natürlich hatte er nicht vor, mich mitzunehmen. Natürlich nicht. Okay, Hass auf ihren Mann. Ja, das könnte stimmen. Hat einen Apfel gekauft. Er war hier, als wir hörten, wie die Kiste aufprallte. Er kam jeden Tag exakt zur gleichen Zeit zu mir, kaufte einen Apfel und versuchte mich um meine 2 Pence zu betrügen. Aber das versucht fast jeder. Nicht gerade einfach war. In London zu diesem Zeitpunkt. Gut, wir sind hier soweit fertig. Dann ist noch hier entlang gelaufen. Ja, das mit dem Gift wird natürlich passen, in 6 Minuten. Wo hat einen Schuss abkriegen? Müsste sogar vor gewesen sein, in 12 Minuten halt. Hendricks Referent hier angehalten, Maschinen Lawrence Hendricks ist rein, aber sich der Sabotage zerstört. Gerüchten zufolge steckt niemand John Ashton in der Sabotage seines Konkurrenten. Und der Konkurrent ist Hendrick, okay. Patronenlager ist leer, würde passen. Aber wenn das wenn die Kugel ihn nach 12 Minuten später gekillt hätte, warum ist der Typ denn überhaupt noch losmarschiert, Apfel gekauft und so und dann dachte er sich, ja, ich hab eine Kugel drin, ist mir doch scheißegal. Tatsächlich trage ich immer einen Revolver bei mir. Die Gegend hier kann für einen reichen Mann wie mich recht gefährlich sein. Das beweist gar nichts. Stimmt. Oder zumindest noch nicht viel. Es war Ashtons Verdienst. Er hat es auf mich abgesehen. Er ließ meine Maschinen sabotieren. Hat mich ein Vermögen gekostet. Solange es ihn gab, hätte ich es nie weit gebracht. Ashton kommt jeden Nachmittag vor diesem Pub vorbei und hört sich etwas um. Was für ein Dreckskerl, dieser Ashton. Hat mir erzählt, er hat nebenher was zu laufen, wenn Sie mich verstehen. Seine Frau wusste nichts davon. Tja, die Geliebte wollte Schluss machen, aber er ließ sie nicht. Sehen Sie, so ein Dreckskerl war das. Ja, vielleicht wusste sie es ja doch. Wer war dann... 13:07 Uhr verlässt den Pub. Aha, dann kommt der von da. Nee. Er kam hier rein, 13:05 Uhr, 13:07 Uhr ging er da und dann
1:11 Uhr haben wir da gesehen. Ja, es fügt sich alles zusammen, auch wenn es noch ein bisschen skurril wirkt, teilweise. Die blauen Tabletten, da muss sie auf dem Weg verloren haben. Warum wurde ihm verschrieben? Schon 1:03 Uhr. So, Hinweise. Thomas Rees, Apotheker. Zwang, kein anderer als John Ashton. Dein Kunde, so verhalten die Angelegenheiten ist weit mehr als ein Ungebühren. Vater, Mutter wurden beide in Armut gestürzt. Du und ich, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun. Auch wenn wir beide eigene Verpflichtungen haben. Das ist das Mindeste, dass du fortan keine Geschäfte mehr mit diesem einsätzlichen Mann pflegst. Oder ihm halt eine Pille gibst, die ihn vergiften würde. Das ist natürlich Variante Nummer 2. Und ihn damit killst. Betäuben, ja, war also Chemikalie 1. Statistischen Bewegung nach 10 Minuten, zum Ton nach weiteren 16 Minuten. Wenn er die blaue Pille einnahm. 16 waren es, also wäre es 13:18 Uhr, wäre er spätestens tot gewesen. Okay. Er war seit vielen Jahren mein Kunde. Er kam jeden Tag genau um Punkt 1 und ging 2 Minuten später. Er brauchte täglich seine bläulichen Medikamente und ließ sie sich möglichst von mir verabreichen. Mary ist meine Assistentin. Soweit ich weiß, ist sie ein sehr aufrichtiger Mensch. Heute hat sie den Laden gefegt und Arznei vorbereitet. Außerdem hat sie sich einen Apfel am Apfelstand geholt. Das geht sie wirklich nichts an. Er kam wegen der blauen Medizin zu mir und ich gab ihm blaue Medizin. Die ihn vergiftet hat, jo. Kann sogar beim Kaufen, cool. Ich sehe ihn hier jeden Tag. Er kann unangenehm sein, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Also eigentlich waren es ja mehrere, aber wenn wir uns ehrlich sind, Freunde. Ich frage mich, ob er, ganz kurz noch zum Stand zurück, so, also 13:18 Uhr wäre spätestens tot gewesen. Dieser Fall ist echt ein bisschen crazy. Also die Frage natürlich, hat ihn echt die Kiste am Schluss gekillt oder war es etwas anderes? Das Mädchen von der Apotheke? Ja, die hat mir 2 Pence extra zugesteckt. Die hatte einen speziellen Apfel für Mr. Ashton. Den habe ich ihm gegeben, als er bei mir war. Mr. Ashton sah wirklich seltsam aus. Die Augen ganz gelblich. Sein Gesicht wurde ganz blass, nachdem er in den Apfel biss. Schon fast grün. Eine seltsame Kombinationswirkung. Was haben wir hier für eine Zeit? 1:09 Uhr am Apfel. Wir hatten dort 13:02 Uhr, um 13:12 Uhr fing er also an, seltsame Zuckungen zu haben. Apfel warf Apfel weg, das ist ungefähr hier. Jo, passt, die hatte so seltsame Zuckungen drauf. Lalalala, mir geht's nicht gut, scheiße, was ist los? War's doch Mary. Die hat nichts Neues mehr. Also ich denke halt, dass mehrere diejenigen war, die am Schluss wirklich gekillt hat. Klar, versucht haben es mehrere. Ganz offensichtlich, aber Mary war dann wohl doch diejenige. Vielleicht hat sie einfach nur ausgenutzt, weil... Kombination mit der blauen Pille vielleicht. Und er wusste gar nichts davon. Gar natürlich die blaue Pille, war klar, wollte sich an ihm rächen. Aber sie kam ihm zuvor. Oder vielleicht eine Variante. Ganz genau. Ich bat die Apfelverkäuferin, ihm einen speziellen Apfel zu geben. Ist das kriminell? Ich sage nur, er war ein furchtbarer Mann.
Du warst jetzt viel besser. Das Giftmischen liegt mir gar nicht. Es ist pures Glück, dass ich ihn getötet habe. Echt jetzt? Ich glaube nicht, dass der Zeitpunkt der Vergiftung dafür spricht, dass ich ihn getötet habe. Fast schon schade. Wie jetzt? Verarschen? Ja, dann nochmal ganz, also, ja, getötet haben, mein Mordversuch waren es von allen, ne, ganz klar. Tja, eine Schusswunde im Rücken, Genau um 13:17 Uhr, auch deswegen meint das, war. Weil das Gift hat ihn natürlich erst um 13:18 Uhr gekillt. Plus 16 Minuten halt. 13:02 Uhr ging er raus, nahm die Pille zu sich, dann kam der Apfel. Eben die Kugel hätte ihn 12 Minuten später gekillt, war. Wer hat. Moment, ich muss mal. Doch in von hier aus, war. Terminkalender. Papp war 13:05 Uhr. Hä? 12 Minuten später gekillt. Wäre also 13:17 Uhr und um die Zeit war er auch tot. Jo. So zeitlich passt zwar so, aber warum soll genau dann die Uhr stehen bleiben? Naja. Das ist nur eine andere Frage. Ja, jetzt gibt es noch etwas. Also ehrlich, ich erfuhr von seiner Affäre mit diesem Mädchen von der Apotheke. War nicht das erste Mal. Und Scheidung? Das kam nicht in Frage bei seinem Einfluss auf die Geistlichen. Aber sie kann es doch gewesen sein. Die ganze Stadt wird mir danken. Ja, ich dachte, der Schuss was gewesen. Aber was sollte das Gerede von seinem Ritterschlag? Wie dem auch sei, Mr. Raymond hat eine weitere Geschichte für Pearl Publishing. So am Zeitpunkt, ja, weil das mit... Das mit der Kiste war klar, so jemand anderes. Wenn wir ganz kurz, erstmal alles durchlesen hier. Erstens, Leben am Wale hat ein grausiges Ende. Aber erschossen denn der andere vom Pub? Der würde dann mit den 12 Minuten erklären. Also, Moment mal, er ging um 13:05 Uhr ran und kam um 13:07 Uhr wieder raus. Das ist so, natürlich klappt es nicht, weil er rausging 13:07 plus 12 gibt 13:19. Das ist doch sie mit dem Erstochen, wa? Ja, wirklich sehr interessant. Also das war jetzt timingmäßig sehr, sehr geil, muss ich zugeben. Also, aber wie gesagt, im Prinzip waren alle ein bisschen schuld, weil sie alle wollten ihn killen. Also in dem her waren alle, sag jetzt mal, versuchten Mordes. Kann man durchaus so sagen. Klar, am Schluss waren, ja, das eine oder andere natürlich schon ein bisschen anders. Okay, wir können nochmal ganz kurz reingucken. Doch nochmal das Ganze durchlesen können, aber schauen wir geht's nicht mehr. Naja, was soll's. Was besser geschah. Jo, und sag ich mal wieder, vielen Dank fürs Zusehen hier zu Assassin's Creed Syndicate. Der letzte Fall war eigentlich der spannendste von allen. War aber auch ein bisschen seltsam, muss man natürlich auch mal so sagen. Was machst du jetzt hier? Stehen geblieben. Man glaubt nichts. So. Ja, wie gesagt, war ein bisschen seltsam, vor allem, weil ja eigentlich alle schuldig waren, in diesem Sinn, dass sie alle versucht haben, ihn zu killen, deswegen versuchten Mordes und so weiter. Dass die Kiste nicht gekillt hat, gut, hatten wir keinen Hinweis drauf, dass er sofort tot gewesen wäre, hieß er einfach, Kiste runtergefallen, er war tot, vom Zeitpunkt her. Er hätte nochmal alle Zeiten durchgehen müssen, mein Gott, ey, ich sprach aber wirklich eher dafür, dass
diese Marius war, vom Zeitpunkt her und so, vergiftet werden, dann sie mit erstochen, so wie es aussieht. Naja, das sind dann so Sachen für sich. Aber egal, Großroman sind also endgültig beendet, es gibt keine mehr, die wir hier offen haben. Ganz kurz gucken, nö, das sind noch irgendwie Community-Ereignisse, genau, und die gehen mir sowieso auf den Sack, habe keinen Bock drauf. Jo, dann sage ich mal, danke fürs Zusehen, Freunde, und im nächsten Part geht es endlich weiter mit den, ja, wieder mal richtig epische Erinnerungen, hoffentlich mit Dulip Singh Erinnerungen, ein guter Schütze von uns Level 3, wird natürlich auch ziemlich easy werden für uns, wir sind ja schon Level 10, also von dem her, naja. Aber hoffentlich trotzdem episch, und mal den plötzlich 2 neue Missionen aufgetaucht, willst du mal verarschen? 2 neue Groschenromane, nein, das war jetzt aber fies, wieso kommt bitte neue Groschenromane rauf? Jetzt hier plötzlich auch wieder? Och mein Spiel, willst du nur verarschen? Ja, leck die Wand voll. Ja gut, Freunde, ich habe keine andere Wahl, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, ich mache trotzdem die Mission hier, aber es wäre ein bisschen doof, weil ich nochmal alles übereinander machen müsste. Und ich will die ja sowieso haben. Also von dem her. Ja, scheiß gelaufen. Da gibt es ja noch einen, Themse. Ja, gut, wir machen den nächsten Part dann hier unten weiter. In Lambeth ist offenbar nur eine. Dann haben wir hier nochmal 2 in Westminster und dann ist hoffentlich langsam echt mal Ende im Gelände. Vielleicht die Themse noch eine, weil, ja, sieht hier noch relativ leer aus. Oh, scheiße. Entschuldigung, meine Fehler, Freunde, meine Fehler. Red nicht so. Nächster Halt, Mord. Geht's im nächsten Part dann weiter. Verdammter Mist. Egal, bis dahin. Ciao zusammen.